Liebe Harmonika-Freunde, heute haben wir Schülervideo 197. Also nicht mehr ganz lang hin zu die 200. Und heute ist der Thomas bei mir. Das freut mich besonders. Wir sind da wieder in der Küche, gell, wieder mal. Ja, das Wetter ist heute nicht ganz so schön, gell. Und wir machen eigentlich da ein Stickerl. Was gibt's da passenderes wie daheim ist daheim, oder? Genau. Da in der Küche. Genau. Thomas, vielleicht da vorne ganz kurz, wo bist du? Ich komme von Simonswald. 30 Kilometer nordöstlich von Freiburg. Okay. Schwarzwald. Schwarzwald. Okay, da ist auch daheim ist daheim, oder? Genau. Mit Einleitung, oder? Perfekt. Ah, perfekt, ist wieder was anderes. Gemeinsam aufgehört, oder? Ja, gemeinsam fertig waren. Man sagt ja immer, wenn man gemeinsam fertig wird, dann klappt das gut, gell? Genau. Thomas Pötz, wie alt bist du? Ich bin 62. 62, aber wann hast du gestartet mit der Harmonika? Das interessiert immer viele. 2016. Also vor 2016. einigen Jahren. Im Schwarzwald beim Alfred. Genau, Alfred, grüß mal schön. Da hast du eine Begriffsschrift gestartet, Ja. einige Jahre. Entschuldigung. Und seit wann übst du jetzt auch auswendig? Seit es da einen Kanal gibt eigentlich. Der Alfred hat mir das sogar empfohlen. Genau, ist ja. Das ist immer wieder, und ja, das hat mir eigentlich gut gefallen. Ich habe es eigentlich relativ gut kapiert. Ja. Also ja, Jetzt kann man sagen. Und ja. mit den Videos, mit dem Gehör, ohne Ja, mit dem Gehör, genau. Ja. Das meiste machst du jetzt auch, du lernst das mit Video auch. Ja. Und wie viel übst du so regelmäßig oder nicht immer? Fast jeden Tag.
Schon. Also mal 10 Minuten, mal eine Viertelstunde, manchmal auch eine Stunde. Also ein länger. Manchmal war die Frau auch schon mit dem Fahrrad vor 3,5 Stunden, ich habe es gar nicht gemerkt. Okay, also es ist oft, wenn man dann spielt, gerne die Ja, Zeit je nachdem schnell halt. rum. Der Thomas war da, ihr habt so eine kleine Gruppe, da grüßt mal die Kollegen, gell, da trefft es ja ab und zu, oder? Ja, genau. Mit einem Harmonikaspieler noch. Ja, mehrere. Wie alt ist der schon? Der eine ist 84. 84 und spielt immer noch fleißig. Ja. Schön, ja. Schorsch, Also Grüße. hoffentlich noch viele Jahre, genau. Huber, wir machen so ein Trio. Ich spiele auch im Altersheim, so bei Veranstaltungen in Wirtschaft, so bei Und das ist so ein Bariton internen dabei, Veranstaltungen. Bitte? Das Das ist ein Bariton dabei, ja. Habt vielleicht gehört, der Thomas mit dem Bass schwindelt da ab und zu ein bisschen. Ja, Da dürft ihr lieber ganz genau schauen, weil eben im Trio, da spielen sie in der Gruppe und da ist ein Bariton und da hört man Bass eben nicht so, gell? Ja, genau. Und dann wird oft ein bisschen geschwindelt. Aber wir haben heute schon gesagt, im Unterricht, da müssen wir in Zukunft da genau drauf schauen, Genau. mit die Videos das gut trainieren. Und ja, ist ja nicht immer so einfach, das gemeinsam. Das ist ja das Schwierige an der Steirischen, dass man das wirklich sauber gemeinsam spielt, Bass und Melodie gemeinsam. Thomas, ich würde sagen, wir machen am Bayerischen, am Brandsteig Bayerischen. Weißt du das? Ja, genau. Trommeln, am Brandsteig. Ja, auseinander und wieder zusammen. Ja. Zwischendurch bei uns ist ja das viel, nach jedem Ballclub sind wir Bayerischer. Ja, genau. Und das Ja, darf- ich spiele auch gern Bayerisch. Schon gern. Ja, ich Das spiele. ist so ein schöner Rhythmus, gell? Ja. Nicht ganz so schnell, weil sonst bist du immer gerne ein bisschen flott, gell? Also ich schwinge, ja. Ich war immer gern schnell, ja. Wie ist bei dir jetzt gerade mit der Nervosität? Ja, schon ein bisschen. 20, oder? Ja. Also ich knapp, ein paar Prozent bin ich auch nervös. Ist immer, glaube ich, ja. Ja. Immer ein bisschen vor der Kamera und wenn man was spielt. Aber ihr habt ab und zu einen Auftritt und dann wird es immer besser, oder? Ja, auf jeden Fall, ja. Und da vielleicht ein kleiner, wem das auch so geht, dass man immer wieder ein bisschen nervös ist. Zu Hause klappt aber wenn man vor Leuten spielt, ist ja das Problem, was viele auch haben. Ist ja irgendwie logisch, wenn man das nicht oft macht. Und da eine Empfehlung vielleicht auch der Flörbelhof, da bist du gerade, gell? Ja, genau. Ein paar Kilometer von mir. Und wie viel seid ihr gerade? 3, 4 Spieler, oder? Jetzt sind wir gerade 3, ja. Heute Abend kommt noch einer. Schön. Und da bist du eine Woche?
Eine Woche. Mit der Frau. Ja, genau. Genau, ein bisschen wandern. Gestern war es, glaube ich, Ja, mit dem Fahrrad waren wir unterwegs. Siehst du, mit dem Fahrrad? Gestern waren wir auf der Pulver nochmal. schön. Da war Musik drin. Also es ist immer schön, unter am Tag ein bisschen Sport, Wandern, Besichtigungen und am Abend Am Abend Musik. immer, oder? Fast immer. Fast immer, ja. Ist auch schön. Ist immer, da lernst du neue Leute kennen. Du meinst, die hast, oder die kennst du schon 10 Jahre. Ist immer, also immer nett. Es Also sind alle die gleiche Interesse. und es ist echt schon ganz ein Fanclub drin, gell? Ja, ja, Die kommen immer wieder, manche Ja. schon ein paar Mal im Jahr und, gell? Manche kommen ein paar Mal im Jahr, ja. Und man spielt dann gemeinsam. Ja, ja. Ja, je nachdem, wie es halt immer es kann halt. Ja. Einer spielt halt schon erste Jahre, anderer spielt schon 10 Jahre und so. Na, man nimmt überall was mit, man hört, Ja, dann ja. Wieder, man hört wieder einige Lieder und sagt man, das gefällt mir, das. Und kriegt man wieder voll mal die Motivation, das viele sagen, wie kann man sich motivieren. Und da vielleicht auch, ich finde, wenn man mal ein Seminar macht oder so eine Woche im Flörlhof, das ist einfach super, weil man wieder neue Sachen hört und man ist dann einfach wieder motiviert. Gell? Vermieter sind auch super. Wie? Die Vermieter sind auch super. Also die Familie. Ja. Familie. Hedwig, ja. Genau. Mit Frühstück ist da, gell? Genau. Gibt's immer ein schönes Frühstück, dass man dann Kraft hat zum Üben. Genau. Thomas, lass überlegen, Oh Jesus, was machen haben wir noch eine, wollt's noch Zugabe, ein Lied noch, oder wenn wir schon da in der Küche sind, ich extra aufgeräumt habe und ja, im Stehen, weißt du, wir haben jetzt einige immer im Sitzen gehabt, Ja. weil man so gewohnt ist mit dem Rutschen immer Ist im einfach, Stehen. ist gell? einfacher, ja, wie da. Ja, ich sage auch immer wieder im Stehen, wenn man dann so draußen ist, man rutscht einfach hoch und dann auch beim Zierfuchs der kleine Finger dann zu kurz, weil es einfach, ja, wenn man dann da hochrutscht, dann kommt man dann nicht mehr so gut rein, dann muss man wirklich mal an den Fuß oder halt wirklich die Harmonika so runterfallen lassen und dass man dann schön runterrutscht oder einfach einen Basslauf weglassen, oder? Genau. Macht man die Feierstimmung. Ja, wie Gott sei Dank. Ja. Jetzt habe ich gerade ein bisschen überlegen, wie es losgeht. Dann machen wir noch die Polka in Feierstimmung. Ein Bass, genau. Das ist schon wieder verkehrt. Ja, ja. 1, 2, 1.
Bis auf so Kleinigkeit. Ein schöner Holderring, gell? Ja, ja. Na, das war in Feierstimmung. Du musst vielleicht noch einfragen, beruflich, einige, was hast du hast ich gerade bin- erzählt, ich bin- 2 Jahre hast du noch. 2 Jahre habe ich noch. Was? 3 Jahre. Was hast du gemacht? Was machst du? Also ich habe Schreiner gelernt und bin bei der Straßenmeisterei. Okay. Zu. Und hast du ein bisschen Zeit zum Üben? Ja. Ich glaube, da 2 Jahre noch und dann greift der Thomas volle an. Gell? Oh, ja. Weil viele sagen immer, ist zu spät in der Pension und so und ich finde das perfekt dann. Weißt du? Dann kannst du dann Was? regelmäßig üben und ja, dann würde ich sagen, wir sagen die Zuschauer danke fürs Zuhören, unser Fanclub. Ja. Und an Thomas sagt sicher auch mal vielleicht im Flörenhof Seminar, im Schwarzwald, vielleicht mal das irgendwo hört. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Bald kommt Schülervideo 200, lange ist nicht mehr hin, gell? Ja, geht nicht mehr lang, Sind ja. da fleißig. Also, für dich, danke. Dankeschön, ja. Für dich. Tschüss.